Wir spielen miteinander. Radio Waldrand ist im ganzen Wald bekannt. Weidmanns Ole und Weidfraus Juhe, liebe Kinder. Ich bin's, der Marius von der Jagdkapelle und ihr hört Radio Waldrand, den Podcast für Kind und Kegel. La la la, rucka, 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 rucka. Die Folge wird euch präsentiert von Rucka. Rechte Dussenkleider für die ganze Familie. Geht raus mit den Kindern, aber legt's recht an mit Rucka. Rucka. Bekleidung für Schweizer Wetter. Ja, mit Rucka ist es Glätter im Schweizer Wetter. Zack, ist es schon wieder Herbst. Die hier im Wald, die fangen schon an mit den Vorbereitungen für den Winter. Und weil das allererste Herbstblättchen im Wald schon vom Baum runtergefallen ist, hat der Wetterzwerg Wurzelbald schon mit seiner Glocke geläutet, damit ihr wisst, dass sie jetzt ihre Nester parat machen müssen für den Winter und dass sie Futter suchen, damit sie im Winter genug Vorräte haben. Und der Dachs Adalbert ist auch schon recht müde, aber immer noch wach und irgendwo im Wald unterwegs. Wir senden ja mitten aus dem Wald, aus der Musikjägerhütte von Marius und die Jagdkapelle. Die sind heute aber wie immer am Donnerstag nicht in der Musikjägerhütte, sondern auf einer Schulreise. Heute sind sie auf Wädenswil zum Andrew Bond. Der macht jetzt neuerdings Waldlieder und sie beraten ihn, weil wir kommen ja draus mit Wald und so. Und dann gibt's beim Andrew noch Maroni, hat er gesagt, für die Musikjäger. Aber nicht vom Toni, wenn du weisst, was ich meine, sondern vom Andrew. Heute mit mir in der Jägerhütte ist Seichhörnli und als Special Guest heute noch dabei das Ojemire. Ja, also, hoi Kind, findet ihr auch, dass der Marius so wieder recht viel redet? Mach hus, vorwärts. Ich muss nachher weitergehen, Nüssli sammeln und verstecken, damit ich im Winter den Vorrat habe. Und, was heisst das? Also, nün, liebes Seichhörnli. Ich habe mir jetzt nur vorgestellt, wie du Nüssli dann im Winter suchst und dann wie alle Eichhörnli nicht mehr findest. muss einfach aufpassen, Ojemire, gell? Ganz ruhig, liebes Eichhörnli. Ich wollte nur sagen, dass ihr Eichhörnli doch immer eure Nüssli im Herbst versteckt und es dann im Winter nicht mehr findet. Da könnt ihr doch auch nichts dafür, dass ihr so vergesslich seid. Ja, das hat die Natur ja extra so gemacht, damit es dann im Frühling neue Haselsträuche und so gibt. Da muss man sich doch nicht schämen, wenn man jetzt das hellste Sternchen am Nachthimmel ist. Ojemire, bei dir tönt immer alles, was du sagst, sehr lieb. Sogar wenn es extrem fies ist. Hast du eigentlich das Gefühl, nur weil du von Marius ein Tofuchsdächli-Käppli hast, so Tofuchsöcken und ein Jagdkapellenliebling bekommen und angelegt hast, dass du jetzt irgendwie Zäffin bist oder was? Ein Dächli-Käppli auf einem Rehkopf und von Söcken an einem Rehfuchs sieht im Fall. Also ich meine Rehfuß, nicht Rehfuchs. also so Söcken an einem Rehfuß sieht im Fall sehr doof aus, du Zwetschge. Also so, jetzt hört auf kiffeln. Ich gebe es zu, das Jagdkapellentächli-Käppli sieht auf einem Rehkopf ein bisschen komisch, aber doch noch cool aus. Also, wenn ihr Kinder auch so ein Käppli, Söcken oder ein Musikjäger-T-Shirt wollt, dann könnt ihr ins Internet auf die Jägerseite, weisst du, ins Lädeli, wir haben auch viele neue Sachen dort für euch. Und damit wir da ein bisschen eine friedlichere Stimmung haben, kommen wir zu den... Was? Kinderfrage. Die Lena aus Dübendorf ist 9 und will wissen, warum sie ihre Geschwister immer nerven.
Und sie schreibt, dass sie die Frage von euch Waldtier beantwortet haben will und nicht von mir, glaube ich. Also, sie hat nur geschrieben, dass sie es von euch beantwortet haben will. Und weil wir die Frage natürlich schon vor der Sendung ausgesucht haben, haben wir den Dachs Adalbert losgeschickt, obwohl er schon ein bisschen müde ist wegen dem Winter, damit er, wie sich das die Lena gewünscht hat, die Waldtier kann fragen, warum dass die Lena ihre Geschwister immer nervt. So, ich bin mit ihm per Funkgerät verbunden. Achtung! So, Marius Andachs Adalbert. Marius Andachs Adalbert. Hörst du mich? Roger und Ende. Hallo Marius. Ich bin noch nicht so wie Grau Weiß. Ich kann immer wieder mit ein Nickerli machen, weißt? Ich bin so ein bisschen in der Winterruhe. Ja, das ist schon gut. Aber hast du jemanden getroffen, Ende? Ja, bei mir ist das Specht. Specht, sag mal schön heu, wir sind da bei Radio Waldrand live übers Funk ein. Was? Ja, grüezi miteinander. Lass Specht, die Lena will wissen, warum dass sie ihre Geschwister die immer nerven. Weißt du, warum dass die immer nerven? Ja, also vielleicht hat sie ja Hunger oder Durst und sind darum grantig drauf. Ich meine, wenn ich Hunger habe, dann wäre ich auch grantig und dann nerv ich mich einmal noch mehr am Seichhörnli. Vor allem am Seichhörnli, weil mit leerem Bauch ist es am besten. Oder sie hat Kopfweh. Ich muss ja immer mit dem Kopf am Baumstamm hauen, wenn ich Hunger habe. Und dann komme ich einmal Kopf über und werde grantig. Und dann nerven mich alle anderen noch viel mehr. Und dann komme ich Streit immer mit denen, weil ich... hallo? Jetzt ist der eingeschlafen. Dem klopfe ich gerade mal eins an den Deckel. Was? Danke für die Antwort. Zurück in die Jägerhütte. Roger und Ende. Ja, danke, Dachs Adalbert. Also Lena, ich nehme ja nicht an, dass dich deine Geschwister die nerven, weil die Hunger, Durst oder Kopfweh haben, oder? Also, ja, aber vielleicht ja gleich. Lena, wenn dich deine Geschwister die nerven, du das nächste Mal schnell einen kleinen Zvieri oder einen Snack so vorbereiten für dich und den anstellen und dann einfach neben sie so anstellen und dann sagst du, ein guter. Ja, dann kommen sie nicht mehr draus, warum du jetzt auch noch etwas Liebes machst. Wenn sie ja erst gerade genervt haben, dann wissen sie gar nicht mehr, was sagen. Ja, ausser danke. Oh je, Mireille, du bist wirklich voll der Profi, wenn es darum geht, extrem lieb zu sein. Du bist sogar lieb, wenn du böse bist, gell? Ja, also ich funke jetzt am Dachs Adalbert. Vielleicht hat er ja schon wieder ein anderes Tier gefunden, zum fragen, warum das an der Lena ihre Geschwister die nerven. So. Dachs Adalbert, Marius an Dachs Adalbert. Roger, bitte melden. Ja, hallo Marius. Ich habe jetzt noch am Torfuchs-Atelier geklopft. Ja. Er ist jetzt da neben mir. Was soll ich? Torfuchs, weißt du, warum dass der Lena ihre Geschwister nervt? Ja, woher soll ich das wissen? Es könnte ja sein, dass deine Geschwister, die Lena, dich darum nerven, weil sie gar nicht wirklich wissen, dass sie dich nerven. Checkst, was ich meine? Hast du denn schon mal in aller Ruhe, weisst, nicht im Streit, vielleicht zusammen mit der Mami und dem Papi oder wie ihr Menschen euren Eltern sagt, darüber geredet, dass die nerven, weisst? Musst denen halt vielleicht genau sagen, wo deine Grenzen sind, weisst? Dann machst du mit diesen nervigen Geschwistern und deine Eltern ab, dass du das deinen Eltern sagst, wenn sie dir über deine Grenzen schalpen, dass dir deine Eltern dann helfen. Vielleicht geht das so, ich weiss es doch auch nicht. Also, Torfuchs, danke für den Tipp. Schon recht. Du bist eigentlich noch so recht
so entschieden in so Sachen. Ja, danke, weisst, als Stadtfuchs hörst und siehst halt viel so Menschenzeugs, weisst. Ja. Also, zurück zu Marius ins Studio. Hey, Ja, was? habt ihr gewusst, dass sich Geschwisterte im Kindesalter zwischen 3 und 4 Mal pro Stunde nerven? Also, das glaub ich ja nicht. Und dann haben sie auch Streit. Also, 3 bis 4 Mal pro Stunde Streit. Und das ist ganz normal, weil ich glaube, so lernt man auch, was man darf in einem Streit und was nicht. Und das sagt dann wahrscheinlich die Mami oder der Papi oder die Kindergärtnerin oder die Lehrerin. Die sagt dann zum Beispiel, stopp, hauen tut man nicht. Ich meine, da musst du ja auch zuerst mal lernen. Hauen, also, zum Glück bin ich kein Mensch. Ich habe nicht gern Streit. Wir Herdentiere, wir schauen aufeinander und wir streiten nie. Wir Herdentiere sind die Besten. Wir Tiere, die nicht in einer Herde leben, wir sind halt wie die Menschen. Uns ist wichtig, dass wir einmal auffallen und dass die anderen Tiere uns auch sehen und hören. Ha, Lena, weiss was? Deine Geschwister, die nerven vielleicht, weil sie ein bisschen auffallen wollen, weil sie wollen, dass du mit ihnen streitest, weil sie Angst haben, dass sich du oder deine Mami oder dein Papi so zu wenig für sie interessieren. Und dann müssen sie nur blöd tun und zack, reden alle mit ihnen und über sie und schimpfen sie an, ja, und sie interessieren sich dann also für sie. Oh, was ist denn das? Sorry, Eichhörnli, wenn ich dich unterbreche, aber der Dachs Adalbert meldet sich gerade. Also, Marius Andachs Adalbert, Roger, bitte komm. Hoi Marius, ich hab's gefunden. Ich hab voll Profis gefunden, wenn es um Streiten mit Geschwistern geht. Ich bin da beim Waldteich und habe etwa 750.228 Millionen junge Frösche, die erst gerade noch Kaulquappen sind. Gewesen sind, meine ich, nicht mehr draus. Weißt du, so Teenie-Frösche. Hui, sind das viel. Und sie haben gerade mal Streit lassen. Mal. Ich frage schon mal etwas. Hallo, Kaulquappen, die jetzt verrückt sind. Hallo, also kann ich auch mal etwas sagen? Hey, hallo, Marius, ich habe keine Chance. Ich kann der Lena da sagen, sie soll froh sein, dass sie nicht 3.402 Millionen Frösche als Geschwister haben. Ja, die streiten dann viel. Hei. Da kannst du einpacken als Mensch. Ich glaube, es ist einfach natürlich, dass man sich als Geschwister nervt. Leck, das laut. Ich muss da weg. Ich sag mal. Hallo, das Adalbert. Hallo. Yes. Jetzt ist er weg. Ja. Ja, also ich denke, dass das ein schöner Abschluss war von dieser Sendung, Kind. Wenn ihr auch Fragen habt, die ihr wollt, dass wir die versuchen zu beantworten, dann schreibt uns. Die Mailadresse ist dort, wo ihr den Podcast hört. Danke, Lena, für deine Frage. Danke, Eichhörnchen. Ja, bitte, weiss. Und vor allem Mujemire. Ja, bitte. Ja. Weißt du, dass du mal auf Besuch gekommen bist, da in der Musikjägerhütte und Kind, wenn ihr so Jemire, aber auch Eichhörnchen, Dachs Adalbert und der Tofuchs und noch viel mehr wollt sehen im Theater, dann können wir die Geschichte Feldtauschknusch hören. Oh yeah. Wo dass die schöne Geschichte überall aufgeführt wird, schreibe ich auch unter den Podcast an. So, ciao! Tschüss. Weg dem vertauschten Feldtauschknusch. Das Musiktheater von Marius und die Jagdkapelle kommt im Herbst in eure Nähe. Mit mir, Seichhörnli, Dachs Adalbert, Tofuchs und mit viel mehr. Schnappt ihr ein Ticket für eine Vorstellung unter www.feldtauschknusch.ch. Radio Waldrand, wir spielen miteinander. Radio Waldrand ist Radio, wo entspannt, von A bis Z brillant. Radio Waldrand.